So, wir färben heute meine Haare und als erstes wollen wir sie blondieren. Also beim Blondieren ist es einfach wichtig, dass ihr fein abteilen tun, nicht zu breit, dass wirklich überall Blondierung ist. Genau. Und wirklich dick auftragen, weil das quillt. Eine fette Marionette. Hallo, warum ist hier Pulver? Ich habe diese nicht gern. Durchsicht. Ja. Flauschige Flauschsache. Ein bisschen Luhu. So, und jetzt muss man eine halbe Stunde warten, beziehungsweise je nachdem ein bisschen länger, aber nicht länger wie 1 Stunde einwirken lassen. Und vor allem auch ohne Wärme. Also wir haben jetzt 2% genommen, das kannst du vor allem länger drauf lassen, das musst du auch noch bewirken. Weil es tut Alles alles verlangsamen. rauslöpfen. Und ist schonender. Und eben das hat er auch ein bisschen lüpfen, dann wird es nicht zu heiß erstes Mal und Luft kommt her, was wichtig ist für die Oxidation. Right. Weil ohne Luft gibt es keine Oxidation. Und dann sehen wir uns beim nächsten Schritt. So sieht momentan unsere Blondierwäsche aus. Ja, mal. Wir wollen eigentlich nur die restlichen Farbpigmente noch entziehen. Darum haben wir jetzt alles draufgeklatscht. Von dieser Seite. Ja, das Rosenrot ist langsam am Tschüss gehen. Das ist unser Ziel. Das Grüne ist gleich, aber wow, wie das hier aussieht. So, jetzt tun wir die Farben zusammen mischen. Und zwar die eine Seite wird grün. Da haben wir eigentlich das Springgrün und noch Reste vom Fluorescent Green, aber das ist nur noch ganz wenig. Und dann haben wir das Breitenfeld sowie Sunflower, was aber irgendwie ein bisschen orange wirken tut. Aber es sollte gelb sein. Ich hoffe, es ist nachher gelb, nicht orange, wie das Mandarinli. Weil, ja, es ist schon orange. Und wegen dem habe ich extra 2 gelbe genommen, dass es, ja, hoffentlich nicht orange wird, das Ganze. Jetzt haben wir extra Folie da, damit die andere Seite nicht eingefärbt wird, weil die soll ja grün werden. Und das wird genau wie die Blondierung Passe für Passe aufgetragen. In kleinen Abständen, dass hier alles eingefärbt ist. Jetzt ist die ganze Farbe aufgetragen und jetzt lassen wir das eine Stunde einwirken. Die grüne Seite haben wir genau gleich aufgetragen wie die gelbe Seite. Wegen dem haben wir das nicht nochmal gezeigt, weil ja, es ist genau das Gleiche. 1 Stunde warten. Wir spülen jetzt die Farbe rausspülen und damit sich das nicht vermischt hier beim Spülen, muss man das Hälfte für Hälfte ausspülen. Das Grün haben wir jetzt vorher schon ausgespült. Und ein bisschen angefunden, dass es nicht mehr tropft und jetzt müssen wir nur die gelbe Seite rausspülen. Genau. Sieht man es so? Ja. Muss ich noch etwas helfen? Ja, jetzt tun wir die Haare föhnen. Wo ist der Föhn auf dem Boden? Ja, 3 oder 4 Stunden Haarfärben für das hier. So, das ist jetzt die fertige Haarfarbe. Nur ist im Hintergrund am Umschreien und es ist mega geil geworden.
So richtig nice. Eben eine ist Spring Green und das Breitenfeld und Sunflower. Mega geil. Und jetzt schauen wir im UV-Licht. Richtig geil. Also das Gelbe, das ist jetzt einfach mal orange, rot und das Grün, ja, das leuchtet auch richtig. Ich mache da mal die Türe ein bisschen zu, so wirklich nicht so viel Licht von außen reinkommt. Ja, und da sieht man nochmal das grüne Spring Green, das leuchtet komplett und das Gelbe, das Breitenfeld und Sunflower, das ist einfach so orange jetzt am Leuchten, aber es leuchtet auch einfach orange, mega geil. Richtig, richtig nice, die Farbkombination. Ja, richtig cool.